Hallo! Einen schönen guten Abend, liebe Freunde. Geht's euch gut? Ist nur einer Pelzer, du. Dein Sohn auch noch. Hast du deine Frau nicht mitgebracht? Ah! Eine Mischehe. Ha! Hat er mal ja Pelzer Blut ein bisschen aufgefrischt, ne? Ja? Kinder sind gut gerot, was ich so von hier aus sehe. Wunderbar. Ist klasse, ich bin ja froh, dass die Pelzer ins Saarland kommen, ne? Weil sie haben ja die ganze Zeit nicht getraut, das ganze Jahr haben sie nicht traut, ins Saarland zu kommen, die Pelzer, weil sie gemeint haben, es wäre Krieg im Saarland. Ja, seit dem letzten Hochwasser der Saar. Also hat der Sprecher im Radio immer die Pegelmeldungen der Saar durchgegeben und dann haben die gemeint, es wäre Krieg. Da hat er immer gesagt, Mettlach gefallen 80, Saarlouis gefallen 40, Völkling gefallen 30. Also bei gut am Jahr kein Krieg, ne? Kommen ins Saarland, bringen aber ein bisschen Kleingeld mit, ne? Weil die Pelzer kommen oft ins Saarland, haben nichts auf dem Lappe. Da siehst du die nachts auf der Kneipe hocken, nur weil der Wirt gesagt hat, die Rechnung geht aufs Haus, ne? Ja. Aber solche sagen immer, die Pelzer sind nicht bläder wie die Saarländer, es gibt noch viel mehr davon, ne? Tja, wir haben unsere gesamte saarländische Kultur bis nach Amerika gebracht. Du kriegst in Amerika halt alles das, was du auch im Saarland kriegst. Du kriegst in Amerika auch Dibbelabbes. Weißt du, wie das dort heißt? Laptop. Du kriegst in Amerika auch Leona. Das waren Leute aus Illingen. Die sind ausgewandert nach Amerika und haben Illinois gegründet. Und die haben sogar einen Club zur Förderung der Leona-Kultur in Amerika gegründet. Das war der Lions Club. Und der Lions Club hat junge Bursche durch die Staaten geschickt mit dem Motorrad hinten drauf, eine Kühlbox mit frischer Leona drauf. Und diese junge Bursche aus Illingen, das waren die Hells Angels. Ja, wir haben halt keine Probleme gehabt mit der Sprache, ne? Saarländisch, das ist wie amerikanisch. Wenn du jetzt an Weihnachten auf den Weihnachtsmarkt gehst und willst ja Christbäumchen kaufen, gehst auf den Weihnachtsmarkt, sagst attention please. Ja, oder draußen hat's geschneit, der Nachbar ist krank, sagst komm, bleib im Bett, I care for you. Ja. In Schweden heißt das Ikea. Also, wir haben uns überall ausgebreitet. Das Schwenke ist sogar bis nach Russland verbreitet worden. In Russland hatte nicht jeder einen Schwenker. Wer in Russland keinen Schwenker hat, geht zum Nachbar, lehnt sich einen. Kommt zurück mit Schwenker, sagt, schau mal, ich Leningrad. Oder hat der Schwenker geklaut, kommt zurück, sagt, schau mal, ich Stalingrad. Und die haben da in Russland nicht so Schwenkerfleisch wie bei uns. In Russland, da gibt es nur Putin-Schnitzel und Kremlkuchen und immer viel Wodka. Die saufen Wodka immer aus der Flasche. Und die brauchen der Wodka, damit der Wodka in die Glut geschüttet wird, damit die Glut gut brennt. Und den Rest Wodka wirst du aus der Flasche gesoffen und da kriegst du kein Glas. Wenn du fragst nach Glas, heißt, gib kein Glas, Glasnost. Und dann singen die immer wunderschöne Schwenkerlieder aus Russland. Kalinka, 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 halt drauf. Geht zum Schwenker, oh Kalinka, Kalinka, only off. Kalinka, 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 halt drauf. Geht zum Schwenker, oh Kalinka, only off. Was für ein Katastrophe. Ist nur ein Stickel Tropfen. Ist Kalinka vor die Schwenker in geschlafen. Oh, Kalinka, 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 halt drauf. Geht zum Schwenker, oh Kalinka, Kalinka, only off. Kalinka, 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 halt drauf. Geht zum Schwenker, oh Kalinka, Kalinka, only off.